Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Taktik Fuchs Ausgabe. Ja Leute, diesmal zum Spiel heute Abend beim FC Arsenal London. Wir haben ja gestern schon im Stream so ein bisschen drüber gequatscht. Ich habe ja schon ein bisschen meine Gedanken dazu geteilt. Aber bevor wir reingehen, wie immer, Leute, wenn ihr neu auf den Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Findet ihr einfach, wenn ihr immer unter das Video scrollt, völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit diesen Kanal. Vielen lieben Dank. Damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. So, ich habe natürlich keine Ahnung, wie es ausschaut mit Manuel Neuer. Ich habe nur gelesen, dass er mitgereist ist. I don't know. Ansonsten natürlich, ja, ist sonst Ulle im Tor. Daniel Peretz leider nicht, weil man es ja komplett versäumt hat, diesen Spieler mal einzubinden und aufzubauen. Ich weiß nicht warum. Man hätte auch jetzt in der Bundesliga spielen den Peretz im Tor stellen können, anstatt einen Ulle einfach mal, um ihm ein bisschen Spielpraxis zu geben. Ja. Aber gut, so ist es halt. Also von daher macht es keinen Sinn, jetzt einen Peretz in so ein Spiel reinzuwerfen. Gut, Innenverteidigung ist für mich eine klare Kiste. Natürlich De Ligt und Eric Dier. Punkt, da gibt's nichts dran zu diskutieren aus meiner Sicht. Opa, wir wissen alle, wie Opa die letzten Jahre in diesen Spielen agiert hat. Bisschen unglücklich, von daher keine Option. Min-Jae gegen Heidenheim, absolute Katastrophe. Ist bei uns immer noch nicht angekommen. Für mich gibt es kein Vorbeikommen an diesem Duo. Gut. Rechts sollte auch klar sein mit einem Josua, wenn ich ihn denn finde. War einer der wenigen Lichtblicke in den letzten beiden Spielen. Hat gut gespielt in den letzten beiden Spielen als Rechtsverteidiger. Von daher für mich ganz klar als Rechtsverteidiger gesetzt. Linksverteidiger auf gar keinen Fall Davis, sondern ganz klar Guerrero. Davis unterirdisch schlecht. Katastrophe. Die Viererkette, ja. Ist das, was aktuell aus meiner Sicht am sinnigsten ist und von daher ist das meine Viererkette. Gut, damit kommen wir zu der nächsten interessanten Geschichte, ist natürlich das defensive Mittelfeld oder das zentrale Mittelfeld, besser gesagt. Ich nehme Leon dahin und zwar aus meiner Sicht als klaren Sechser. Ja, das hat super geklappt, auch dieses Zusammenspiel mit Dier und De Ligt als Dreierkette sich fallen lassen. All das, was wir gegen Heidenheim gar nicht gesehen haben, weil das gar nicht irgendwie einstudiert ist mit Opa und Min-Jae. Ja, auch das ist ein Thema, das für De Ligt und Eric Dier spricht aus meiner Sicht. Gut, der Achter ist natürlich schwer. Pavlovic irgendwie einen Tag wieder im Training. Ich kann leider nicht sehen, wie fit er oder wie unfit er ist. Ja, das muss halt ein Tuchel entscheiden. Von daher aus meiner aktuellen Sicht von draußen würde ich mit dem Conny Leimer anfangen. Ja, wir können das auch gerne so ein bisschen so schieben. Und natürlich ist da Pavlovic die Alternative. Ja, ich würde einen Goretzka drin lassen, wenn würde ich einen Conny Leimer opfern. Einfach, weil ich gerade schon gesagt habe, dieses Zusammenspiel, ja, das hat sehr gut geklappt in vielen Spielen. Da müssen wir wieder hinkommen. Ja, auch die Abstimmung mit Eric Dier und De Ligt und Goretzka hat super geklappt und deswegen für mich Goretzka auf jeden Fall gesetzt. Aber mit der klaren Devise, dass er den defensiveren Part spielt. Ja. Gut. Ja, vorne ist klar, Harry Kane sollte ohne Wenn und Aber natürlich gesetzt sein. Ja. Gar keine Frage. Danach wird es interessant werden. Da haben wir jetzt die Qual der Wahl. Natürlich kannst du leider, was heißt leider, du kannst auf Musiala einfach nicht verzichten. Ja. So, wenn er einen guten Tag hat, kann er uns halt alleine weiterbringen, genauso wie Harry Kane. Wir sind aktuell auf die Einzelkünstler angewiesen. Wir sind keine Mannschaft, wir agieren nicht als Mannschaft. Von daher sind sämtliche Einzelkünstler gefragt. Musiala würde ich auch auf die Mittelposition stellen. Ja. Über Außen würde ich über rechts ein Zert springen. Einfach auch im Hinblick, dass er sehr gut mit dem Kimmich harmoniert, weil es Bros sind, Leute. Da ist ein gewisses blindes Verständnis da und das über eine Seite
Ich denke auch, dass ein Gnabry da auch nochmal einen Tacken mehr mit nach hinten arbeitet, wenn Kimmich hinter ihm ist, weil guter Kumpel und so. Ansonsten wird er wohl auch die richtige Ansage vom Josh kriegen. Von daher für mich Gnabry auf rechts gesetzt. In England hat er meistens gute Spiele gemacht. Ich hoffe, er ist fit genug, um 90 Minuten Vollgas zu geben. Und er ist auf jeden Fall der torgefährlichere als ein Leroy Sané zum Beispiel oder auch Thomas Müller aktuell. Ja. Von daher für mich diese Kombo. Gut, linke Seite. Linke Seite ist relativ schwer zu besetzen. Ich würde unkonventionell mit dem Tell anfangen. Wird nicht passieren, ist mir klar. Tuchel sieht das ein bisschen anders, ist auch völlig fein. Muss er auch wissen. Ich würde einen unbekümmerten Tell da reinwerfen. Du kannst ihn immer noch nach 45 Minuten rausnehmen, wenn es nicht klappt. Aber der Junge braucht jetzt einfach endlich mal das Vertrauen. Und er ist auf jeden Fall einer, wo du weißt, dass er auf jeden Fall alles reinwirft. Ja. Von daher würde ich mit dem Tell anfangen. Natürlich hast du hier die Option, da brauchen wir gar nicht rumreden. Ich weiß nicht, wie es mit Coman ausschaut. Coman, hier Sané, du kannst einen Sané auch auf der anderen Seite als Option bringen. Gar keine Frage. Hier für Musiala hast du Müller als Option. Zack. Ja, und wir können sogar für den Heavy Kane noch die Option, ja, ist für mich nicht wirklich eine Option, aber ich trage ihn trotzdem in die Option Choupo-Moting bringen. Also vorne haben wir natürlich genug Optionen. Ne? Das sollte klar sein. Hinten sieht es natürlich schon ein bisschen wilder aus. Wir können Davies hier mal als Option mit reinnehmen. Obwohl es für mich nicht wirklich eine Option ist, so defensiv schwach, wer er die letzten Wochen und Monate ist. Und dann hört es auch schon auf mit Optionen. Ich weiß nicht, wie es mit Mazraoui aussieht, wäre sonst so eine Option für Kimmich, aber Kimmich ist für mich absolut gesetzt als Rechtsverteidiger. Wie gesagt, hat die letzten Spiele, nur einer der wenigen Lichtblicke in den letzten Spielen. Von daher gibt es da für mich nichts dran zu deuteln. Und Innenverteidigung ist für mich auch außer Konkurrenz. Sag ich euch, wie es ist. Eric Dyer mit seiner Erfahrung, gerade auch in der Premier League. Und De Ligt, das ist ein super Zusammenspiel, das hat bisher gut geklappt. Und ja, da gibt es für mich keine Alternative. Also ich würde da niemals auch nur Gedanken verschwenden, da Opa oder ein Kim reinzuwerfen. Ja. Wenn wir uns das ansehen gegen Heidenheim, natürlich waren sie nicht alleine schuld. Da keine Frage, da war auch das zentrale Mittelfeld ein großer Faktor, aber trotzdem, also das muss man ein bisschen souveräner gegen Aufsteiger verteidigen, wie wir das getan haben. Ne? Ja, von daher, das wäre meine Aufstellung, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Aufstellung wäre. Ich weiß, der eine oder andere wird wahrscheinlich mitgehen, außer Bartel. Kann man natürlich drüber streiten, ja, vollkommen richtig. Kann man auch einen Coman bringen, der in den Spielen oft liefert. Ja, kann man natürlich drüber streiten, ja, keine Frage. Es ist einfach, das wäre mein Bauchgefühl, so würde ich anfangen. Und nochmal, wir müssen nicht immer bis zur 60., 70., 75. Minute warten, bis wir wechseln. So, wenn ein Spieler 45 Minuten die Chance hatte in der ersten Halbzeit und spielt schlecht, dann wechselt man ihn aus. Punkt. Da muss man auch nicht rumdiskutieren oder sauer sein oder sonst was. Dafür hat man diese Option und dann tut man das. Das würde ich auch im Vorhinein ganz klar absprechen als Trainer. Ja. So, wir haben vier Außenspieler. So, Jungs, haut euch 45 Minuten rein, gebt alles, wenn ihr Platz seid, alles gut, kommen in der zweiten Halbzeit andere Spieler rein. Gar kein Problem. Ja. Und wenn da jemand ist, der sich nicht reinhaut, der nicht die Leistung bringt, ja, dann wird er ausgewechselt. Feierabend. Da muss man nicht rumdiskutieren. Hinten sieht das natürlich ein bisschen spärlicher aus, alternativmäßig. Ja, ich kann mal hier Mazraoui reinsetzen. Ich weiß nicht, ob er fit ist, sonst was. Keine Ahnung. Eric Dyer und De Ligt haben wir natürlich auch Opa und Minjay, wenn irgendwas passieren sollte, natürlich. Opa, bitteschön. Hier haben wir noch Minjay. Wenn wir ihn dann finden, steht wieder unter Kim hier drin. Ne? Ja, sehr gut. So. Ja, einzige Pose, die nicht doppelt besetzt ist unser zentrales Mittelfeld, aber selbst da könntest du ja sagen, du schiebst einen Guerrero rüber und Davies auf links. Du könntest aber auch sagen, du schiebst einen Kimmich rein wieder und bringst einen Mazraoui, wenn hier irgendeiner angeschlagen ist oder nicht mehr kann oder wie auch immer. Ja, wenn alle Stricke reißen, du super offensiv spielen willst, kannst du auch einen Musiala auf die 8 zurückziehen und eine Doppelspitze spielen. Ja, würde auch gehen, wenn wir irgendwie in Führung gehen sollten. Macht sowieso Sinn, dass wir ein bisschen tiefer stehen.
Von daher könntest du dann auch sagen, Goretzka super, super defensiv, du schiebst Musiala auf die 8, dass er den Raum dann vor sich hat, den er braucht fürs schnelle Spiel. Du stellst vorne auf 2 Spitzen mit dem Tell neben Kane oder leicht hinter Kane und bringst links nochmal einen Koman rein mit Speed oder einen Sané mit Speed. Also Möglichkeiten haben wir genug. Und wenn man sich die Spieler mal anschaut, ist natürlich auch die Qualität da, um gegen Arsenal hoffentlich mithalten zu können oder sogar mehr als das. Wenn man die letzten Spiele sieht, gerade das Spiel gegen Dortmund, ich habe es gestern im Stream gesagt, mein Tipp ist 2:2. Einfach, weil ich nicht gegen meinen Verein tippe. Ja, das ist der einzige Grund. Ansonsten, wenn man die letzten Spiele sieht, die Entwicklung sieht, es wird viel von der Aufstellung abhängen. Ja, ich denke, wenn wir hier hinten Upa und Kim sehen werden, dann wird es eine Katastrophe werden. Sag ich euch, wie es ist. Wenn wir dann noch Davis dabei sehen, absolute Vollkatastrophe. Also dann wird Arsenal über die Seite gehen und Davis, der hat noch nicht mal gegen Heidenheim eine Chance gehabt. Ja, also wie will er dann gegen Arsenal da mithalten? Schwierig. Die Hoffnung steht natürlich zuletzt. Wir hoffen natürlich das Beste. Das wäre meine Aufstellung. Rot-weiße Grüße gehen raus. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, Leute, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.